Der DDR tritt dafür an, dass Lützeburg immer ein Land muss bleiben, dem sich deren Obsehen für politische Flüchtlinge abzuholen. Für das wir dadurch in Zukunft können machen, und für das die Akzeptanz bei der Population auch bleibt, muss man dafür sorgen, dass kein Abus mit der Flüchtlingspolitik betrieben wird. Es muss eine klare Trennung zwischen politischen und wirtschaftlichen Flüchtlingen gezogen werden. Politische Flüchtlinge müssen können kommen und müssen können bleiben. Wirtschaftlich und Tourismusflüchtlinge dürfen nicht kommen, und wenn sie kommen, müssen sie gehen. Die aktuelle Problematik von sogenannten serbischen Flüchtlingsstrom, den an der letzten Zeit an dem Landteil diskutiert ist, da teilen wir die Aussicht vom Staatsminister, der gestern gesagt hat, dass der muss gestoppt werden. Und so, wie an der letzten Main, serbische Staatsbürger Asylquoten, kein Asylquoten, so darf unserer Meinung nach in Zukunft die kein Asyl kriegen. Sie müssen so sehr wie möglich zurück. Vor dem Reis muss stellen als, für wer kommen so viele Flüchtlinge auf Lützeburg oder sogenannte Flüchtlinge auf Lützeburg? Mal ganz einfach, weil die Regierung an der Vergangenheit eng zu viel lasch Asylpolitik betrieben hat. Also da sind wir immer dafür angetrabt, Prozeduren so kurz zu machen, wie nicht mehr möglich. Andere Länder haben das mit der Folge sehr verstanden gehabt. Es schwätzt sich an der Welt, dass es heute in Lützeburg meint, Jahre dauert, bis in Prozeduren durchlaufen wird und am meistens bleiben kann. Und da wird auch nicht schlecht zu Lützeburg betreiben. Die Schuld liegt also bei der Regierung. Es wird Leute am Land sich opposieren, die Regierung wirklich erkündigt eine Kürzung von den Prozeduren nun. Wir leben aber noch nicht so richtig drunter, bis wir es gesehen. Es darf kein Alibi sein, der just so Ding gemietet hat, Leute am Land zu beruhigen, und Dono lebt dann alles wie beim allen Führen. Wir werden die Entwicklung am Arm behalten. Auch sind wir der Meinung, dass die Indemnitäten, die die Regierung bezahlt, wenn sie freiwillig zurückgehen, einfach zu hoch sind. 250 € pro Erwurst und 100 € pro Camp, für mit einem Gratisbus heimgefahren zu gehen. Eine Familie mit 3 Kindern, was bei Roma keine Exzeption ist, kriegt also, wenn sie auf Lützeburg können, 800 € und geht gratis heimgefahren. In Serbien ist der Durchschnittslohn am Blick 380 € den Monat. Ein Durchschnittslohn, den das Leute sicherlich bei weitem nicht werden haben. Auch das schwätzt sich aus Serbien rum. Vor auf Lützeburg, du musst just gucken, da hinzukommen, da gehst du gut versucht, kriegst eine gute Indemnität, und gehst gratis zurückgefahren. Tourismus pur, das heißt nicht, das wird nicht mit Flüchtlingspolitik sein, und dafür muss es auch direkt abhören.